Donnerstag, 11. September, morgens. Mensch, es ist halt wieder schön wieder. Guten Morgen, ihr Leute. Zuallererst mal gehen wir zu unserem neuen Chef rein. Gucke dem mal ein bisschen über die Schulter. Ich hoffe, du hast mal das Auto ingerahmt, Junge. Geht denn mit dir? Moische mich da, Moische. I'm working, Miss Weiss. So are you. Du arbeiten. Du huckst da, du hast den Kuli an den Block halten und du hast hier, keine Ahnung, nackige Adlermole oder so. Was weiß denn ich? Ja gut, das ist schon gedeppt, ne? Okay, die Frage ist jetzt halt, sehe ich das jetzt richtig, dass das dann der neue Chef von Posting ist? Top of the Thursday morning, P.O. We don't have any callers today, so I'll bring up one of my own pet peeves. P.O. positive or pet peeve? The idiotic plans for pedestrianization of Main Street. It's... Das ist eine super Idee. Well, don't get me started or I won't even have time for the weather. Speaking of, So, few jetzt pass clouds auf. early on, but they will be gone soon. Wir machen Music das wieder time! so. Ah, 86 in Amerika. Es ist wahrscheinlich jetzt immer noch so. Moment, müssen wir wieder drüber lassen. Ja, die kennen doch aus der Hauptstraße keine Fußgängerzone machen. Das hier. Warum nicht? Was spricht dagegen? Also ja, es sind ein bisschen, wenn ich lätsche da, wo genau muss man eigentlich halt hin? Wir sind in der Second Street, gell? East Second, 108. Okay. Pass auf. Das machen wir jetzt halt so. Steig jetzt einfach direkt aus. Dann gucken wir mal. Ne, ich glaube, das ist es nicht. Lass mal kurz die Nummer gucken. 201. Also der Heron Circle. Also muss es wohl das so sein, oder? Ja. Ist klar. Ah, gut geschätzt hier. So. Was ist denn das für eine dumme Musik? Ich meine, eine wunderschöne Musik hier. Noch nie was Schöneres gesehen wie die Musik hier. So. Sollte mal wieder auf die Karte gucken und gucken, hoppala, wie wir das jetzt halt hinkriegen. So, das ist unser Dingens. Ach, da hinten ist schon wieder in so einer Sackgasse, das gefällt mir gar nicht. Okay, da fahren wir jetzt halt dann direkt hin in die Sackgasse, drehen dann wieder rum, fahren da unten hin, fahren dann da aus und dann fahren wir da nur rechts, so rum, hier. Alles klar. An der Tankstelle. Oh ja, an der Tankstelle müssen wir dann auch vorbeifahren. Aber ich glaube, die ist auch da, oder? Ja, müssen wir sowieso halt vorbei, sicher. Aller dann. Auf geht's. Moment, wir gucken mal unser Zettel hin. Alles erledigt. Wir haben erst im... Moment. Haben wir nicht für den Sunder einen Termin? Die sollen wir denn in getragen? Da ist doch der große Tanzofen. Sunder ist ja, glaube ich... Ich weiß nicht, ist das unser letzter? Unser letzter da? So schließt man, okay. So, dann machen wir mal hier der Englische und tun mal einfach so rumdrehen. Aller gut. So, wie gesagt, Donuf, da ist ein Stoppschild. Die Kamera kommt mir ein bisschen sensibel gerade vor. Alles klar, keiner hier. So. Angie hat zu. Ja, aber... Also... Ne, ich verstehe. Ich verstehe Angie, ne? Es wird dort zugemacht und alles. Aber kannst du dich doch mal wieder bei mir melden? Hallo, wissen Sie, wo die hübsche Angie wohnt? Mann, ey. Kann man, was weiß ich, was anrufen oder so? Mädel. Ich mir doch nicht das Herz. So. Ist der rechts oder links? Ich tippe auf links, ne? Ja. Halte mal hier. Das ist ein normaler Brief. Ich gehe mal einfach da rüber. 101 West Street. Jupp, richtig.
So. Ja, guck mal. Und weiter geht's. Na, rein. Redet der mich dann wieder wende bei denen in der Infahrt, wie ich das immer so gern mache. So, Moment. Ich steige hier aus. Das sind alles Briefe, ne? Bin ich so richtig? Nö. West irgendwas. West 3rd Street. Die 101 und die 106. Okay, der ist die 108. Ist das so die 106? Jawohl, ja. So, dann haben wir denne. Na, steckt eine Neumatch. Und die 101 müsste auf der anderen Seite sind. Ich probiere sie einfach mal direkt bei denen da. Oder ist das jetzt schon die Jackson Street? Das ist wirklich schon die Jackson Street. Ich kriege die Krise. Wir wollen mich jetzt verarschen, oder ist das so die Jackson Street? Nee. Hä? Oh, ey. West 3rd Street, 303. Muss ich nicht die 101? Wie kann das Sinn, wenn da vorne die 206 ist? Verwirrt. Naja. Also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Das ist die 200C oder was, gell? Nö, die 302. Okay. Das ist die 108. Und oder 108 kommt, wie jeder weiß, die 302. Ja, alles klar, ihr Leid. Ja, ihr habt doch wohl bei Mathe geschlafen oder was? So, ich tu mal wieder die Infahrt von dir benutzen. Ne? Ihr seid eh nicht daheim, ihr seid nie daheim. So. So, ihr Leute. Also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Also wir haben ja gestern die Ältere angerufen und haben ja gesagt, dass er sich in Florida ein Heisel, so ein Ferienhaus sowas, dass er sich das kaufen wolle. Und dass sie dann halt vorher in Florida zu bleiben. Die ziehen quasi um, ne? Die tun ihr Lebensabend in wärmere Gefilde genießen oder wie man das nennt. Und dass ich halt noch ein bisschen da wohnen bleiben könnte in ihrem Elternhaus und das verkaufen sie dann halt irgendwann, wann sie das andere Haus kaufen oder irgendwie sowas. Jetzt haben wir halt die Wahl, höchstwahrscheinlich, ob man da weiter bleiben wolle in dem Dörfchen. Beziehungsweise. Moment. Hut. Beziehungsweise. That's later than I thought. Ja, ob man halt. Ich schätze mal, dass es so drauf hinausgeht, hoppala, ich muss noch, ne? Dass man seinen Job da weitermachen. Und jetzt mal ganz im Ernst, wenn die Angie wegzieht, ne? Und ich habe noch so komischer Grummeldeppe-Chef. Da fällt es mir nicht weiter schwer zu sagen, ach nö, ich mache weiter Programmiererin. No answer. Programmiererin ist halt, ja, viel Arbeit, stressiger Job. Ich hoffe, dass er gut bezahlt wird, ich weiß es nicht. Aber sie hat mir noch nichts so gesagt, dass er nicht gut bezahlt wird. Aber er macht halt Spaß, ne? Zumindest. Von Meredith. So, dann fahren wir jetzt so noch links gleich. Tun ausliefere und dann geradeaus weiter. So. Ah ja, dann halt mich hier nicht viel, ne? Es steht und fällt eventuell mit der Angie. Das wäre ich da vielleicht nicht so sah. Weil ich will ja, dass sie sich selber entscheidet. Also ich meine, sie hat sich ja schon entschieden. Sie hat sich zumindest entschieden, Laden dicht zu machen, weil er halt, ne, also bringt halt keinen Gewinn. Alles klar. Sag mal, laufen zweimal dasselbe Lied hintereinander oder was? Was die Angie halt noch nicht gemacht hat, ist zu sagen, ne, wie es jetzt halt weitergeht. Geht sie zurück? Sucht sie sich was anderes? Weiß ich halt nicht. Wäre vielleicht nicht schlecht zu wissen. So.
So, halt geht's aber hier. Die sind alles mehr oder weniger. Ich meine, das Dörfchen, ich meine, die Kleinstadt nennt es die Amis, ne? Das ist ein Dorf. Das ist eigentlich ein Kuhdorf, ne? Nur ohne Kiel irgendwie. So. Dann fahren wir mal in die Werkstatt, ne? Ja, dann rennen wir zum roten Licht oder was weiß ich was. Badum, bam, bam. Das ist aber eigentlich schon ein schöner Job, ne? Oh, ist das wieder die Miss Jenkins? Nee, das ist ein normaler Brief und das ist nicht die Miss Jenkins. Oh weh. Ich beeile mich besser, bevor wieder die Oma kommt mit ihrem Auto, die nicht lenken kann. Shit. Okay, ich fahre noch ein bisschen vor. 100 Pro kommt da die Oma mit ihrem Auto. Oder... Wie ist denn das? Darfst du in die Infahrt parken, so als Postmann? Oh, da steht sie schon. Hey, Miss Jenkins. Alles klar. Warte auf die Post, was gibt's? Hallo. Oh dear, you're a sight for sore eyes. Dankeschön. Oh, hi, Miss Mildred. How so? Moment, das ist die Miss Jenkins, nicht die Mrs. Jenkins? Moment, wie ist denn das? Also sie hat ja einen Sohn. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ne, dass sie verheiratet war und der Mann vielleicht gestorben ist oder so. Weiß ich nicht. Wann verheiratet die Frau in Amerika ist dann wohl eine Mrs. So. Und wenn der Mann aber stirbt und sie ist wieder unverheiratet, ist es dann wieder ein Miss oder bleibt es eine Mrs.? Weiß nicht. So, egal. Sind Sie wirklich so froh, mich zu sehen? Ja, ich freue mich. Are you expecting more mail from your son? Oh, This heißes week, Thema. Hätte man vielleicht nicht it's so all sagen a sollen. bit much for me. Oh, I was need ist to denn get los? my hair done for Sunday's special evening. Ja, But stimmt. I can't leave my cats alone. And then all of a sudden, Frank has gone missing. He still needs to bring me an envelope. Please tell me that you have it with you. I'm afraid this is just a postcard. Wir müssen einen Umschlag What do you bringen. mean he needs to bring you an envelope? Oh, don't be a nosy-posy, Meredith. Oh dear, he can't just have vanished into thin air, can he? Don't worry, I'm sure Frank will show up again. Aber er sich selber nicht, aber ich sage das jetzt mal Oh, so zu der Frage. Frankie Ne? boy, always making me worry too much. And I need to cancel the hairdresser's appointment. But what if I can't reschedule? Ja! Perhaps I could look after your cats. Would you, my dear? It's tomorrow evening. That would be such a relief for me. And the cats. Tomorrow night? Nö, ich hab nichts vor. Sure, Ich hab no schon trouble Plan at all. geguckt. Alles klar. Oh, thank you so much, dear. Just show up at 7 and eat as many cookies as you like. Aber gib ihm Mortimer nix. Dem wird schlecht gefunden. Also Katzenwasser schön gut. Ich bin bei so viel Katze, aber... Oder unter dem Dach. Okay, alles klar. Moment, ich gucke noch mal im Terminplaner. Auf Mildred heißt sie, ja. Stimmt ja. So. Okay. Scheiße, ich habe ganz vergessen, dass Dio das nicht gern hat, wenn man so neugierig ist. Ich hätte wirklich einfach direkt sagen sollen, hey, tust du etwa Wette? Was soll denn das? Oh, tatsächlich, guck mal. Da steht wirklich der Camper. Boah, ich hoffe jetzt nicht, dass die Lori auf dumme Idee kommt mit dem Camper da jetzt. So, ich glaube, hier kriegt man ein Paket. So. Ey, Lori, du willst jetzt nicht mit dem Camper da durchbrennen oder sowas. Meredith! Look at this house on wheels. Ja, schon gesehen. I have no idea where it came from, but it's absolutely rad. It was left here by Mickey and June, that young couple by the lake campground. Oh, really? And now what? They told me I could have it if I want.
Ja, vor allen Dingen, das geht doch nicht einfach so. Du musst das doch irgendwie anmelden oder ummelden oder was weiß ich was. Boah, das ist jetzt fies, ne? Wenn ich jetzt sage, ich will es nicht, ich kann es ihr schenken, natürlich freut sie sich, ne? Und schraubt dran rum und das ist so alles super. Aber ich habe halt Angst. Sorry. Ich habe halt Angst, dass die dann irgendwie so, ja geil, ich meine, die ist 15, ne? Du darfst in Amerika mit 16 den Führerschein machen. Ich weiß nicht, ob du da so ein riesen Ding fahren kannst. Ich glaube, du brauchst einen LKW-Führerschein, oder? Zumindest der Typ von Dust Till Dawn, der Parre oder was auch immer er war, der hat LKW-Führerschein gebraucht. Deswegen hat er ja eine Titty Twister Bar, deswegen ist er ja bedient worden. Ich habe schon mal erklärt, ne? Wie ich jung war, habe ich noch Filme geguckt, viel. Also mein ganzes Film-Dingsbums habe ich alles von früher. Ja. Dass die sich aus dem Staub macht. Wir haben ja mit einer Gerät und sie soll die Schule weitermachen und dann kann sie alles machen, ne? Aber guck, dass du gescheiter Abschluss kriegst, irgendwie sowas. Oder halt zumindest die Schule fertig und nicht einfach. Ja. Aber Habkomm. But I don't. I can give it to you instead, if you want it. You know, keep it here and tinker on it. Oh, yes! That'd be amazing. You know I love tinkering. But it's going to need a lot of work. Good to hear, Lori. I can already hear the cogs in your head spinning at top speed. What are your plans? Well, if it's going to be here a while, I should give it a name first. Can't have such a beautiful vehicle and not give it a name. How about the sea turtle? Big, slow, washed up, just like a turtle. Or the raccoon, because it's got brown spots and is full of trash. Or the hermit shell. It had many owners over the years, just like the shell of a hermit crab. I like The Sea Turtle. Sea Turtle. the sea turtle. Das ist. Good choice. I'll get working on it right away. See you later. Bye. Ja, Lori. Ja dann. Und noch ein bisschen mit Rarette, guck mal her. Hallöchen. Bonjour, Mademoiselle Bonjour, Meredith. Je Mademoiselle. suis, study le français, what's the Merde. word? Maintenant. Sehr schön. Sehr gut. Okay, sie ist also noch fleißig am Lernen. Nö, das ist schon in Ordnung. Also ist so nicht so, also ich habe ja schon Vertrauen in ihr, ne? Dass sie so keine Scheiße baut. Aber es ist halt immer nicht schlecht, not zu froh, ne? Vertrauen ist gut, leichtes No-Froh ist angebracht manchmal. Ja. Ne? Vater wollte ja, dass er eigentlich die Werkstatt übernimmt. Du brauchst keine Schule, übernimm die Werkstatt und gut ist. Sie schraubt halt gerne an Autos rum. Also hat sie uns so alles erzählt beim Videoabend. Sie schraubt halt gerne an Autos rum. Aber ich weiß nicht, ob sie das ihr Leben lang einfach die Werkstatt übernehmen will. So. Sie will ein bisschen rausgehen, die Welt ziehen, irgendwie sowas, ein bisschen was anderes mitkriegen. Ich habe halt gesagt, hey, Tipp von mir, mach deine Schule fertig und dann kannst du entweder, wie du willst halt, dann kannst du das Autoding von deinem Vater weitermachen, wann du das willst oder was weiß ich was. Oder aber du gehst hinaus in die Welt, kannst studieren gehen oder was weiß ich was, gehst woanders dahin, guckst dich Domo um, vielleicht gefällt dir das besser, vielleicht willst du doch wieder zurück in die Werkstatt, aber du hast zumindest irgendwas. Hast du was auf der Hand? Jodeldiplom oder so. Wow. Der war... Uha. Ich muss ja öfters mal klar machen, dass ich alt bin. Und wie kann man besser sagen, dass man alt ist, indem man uralte Loriot-Sketche wiedergibt. Also kennt ihr den Jodeldiplom? Du dödel du, du dödel die. Das ist so blöd. Okay. So. Ich lasse das Auto wieder hier stehen. Das ist wieder das Sägewerk. Aber also irgendwie scheint das so. Ich habe gemeint, das sind Ferienwohnungen, aber das ist überall Holz und Bretter. Kann das Sinn, dass das vielleicht alles so Holzfällerwohnungen sind, welche, wo du Waldarbeiter drin wohnen oder sowas?
Es wird halt auch erklären, warum halt so jetzt nicht so schön der Rasen gemäht ist oder so. Guck mal, oder in einer Stufe hier gebaut, dann nutze ich die. Das wird es halt erklären. Und es wird auch erklären, warum nie jemand da ist. So. Huch. Ich höre was? So tippt einer eine Schreibmaschine oder so? Yes, yes, yes. Yes, yes, You can yes. only Ah. look on in sheer terror as Madeline threw the key straight into the lake. Oh, yes. Oh, ist das der This is good Schriftsteller von der Bücher? Ah, a writer. How interesting. stuff. Oh, for Christ's sakes, go away. If I've told you once, I've told you 1,000 times. You haven't told me anything. I'm new here. Oh, bloody heck. Do I sound like I care? You lot are all the same to me. Just go away. How many yokels are there in this backwater town? Do they realize people come out to these kinds of places because they're supposed to be remote and quiet? Sir, if you don't want to be disturbed, don't mail order anything. Okay, jetzt ist der arge Fress. I do beg your pardon. Yes, I am expecting a package. I didn't know you were from the postal Das ist doch der, wo die komische Romane schreibt, die meine Mutter dauernd lässt. Ah. Und trotzdem pöbeln sie mich an. You didn't know anything about me before you started shouting, and yet you did it anyway. All right, I'm sorry. It's just... I've been under a lot of pressure lately from my publisher, as well as my wife. I do appreciate your driving all the way up here. Appreciate. And Lord knows I'll be needing those ribbons. Ach du Just Scheiße, ja, please Farbbänder. leave them on the porch and... thank Der you. schreibt halt noch mit Schreibmaschinen, brauche noch Farbbänder. Komm, dann machen wir weiter, schlechtes Was Gewissen. that so hard? All right. Now, where was I? She threw the key in the lake. Then what happens? Oh, Christ's sake, she made me lose my bloody train of thought. Das ist definitiv Wait, Brite. I got it. Definitive And then he Brite. says, Ich klaue jetzt das Paket. Zack. Farbbänder geklaut. Und einen Zettel da gelassen, Zettel in den Briefkasten geworfen. Da Farbbänder. Bin schon bei mir. Muss ich aber bitte sagen. Nee, ich glaube, dass das der Schriftsteller ist, der die ich weiß nicht, wie nennt man das? Schundromane will ich nicht sagen. Erotikromane, weiß nicht. Liebesromane. Die Liebesromane schreibt, die meine Mutter da dauernd liest. Ja. Und ich ja auch, ne, muss man dazu sagen. Also, weil ich halt nichts anderes zu lesen habe. Ich hab wirklich mal, war mal in Urlaub, wir waren also im Campingplatz auf dem Urlaub. Ich hab's geliebt, am See. Der war immer super. Wollte nie woanders dahin, einfach nur Campingplatz, See, kann schwimmen gehen, hab da Leute drumherum, voll super. Ja, jedenfalls, mir hatte kein Fernseher dabei, Internet, ein Handy kann ich vergessen, gab's nicht. Ne? Und mir hatte aber auch kein Fernseher im Wohnwagen dabei. Nix. Strom und so hatte man schon. Mir hatte immer ein Fernseher dabei. Aber ich habe halt selber gemerkt, als Kind schon. Moment, ich guck mal kurz auf die Karte. Ziemlich Guck mal, ich fahre mal am Campingplatz noch vorbei. Ich habe halt, ich weiß nicht, wie alt war ich damals, 11, 12 oder sowas. Und dann hat man immer, Sommer Fernseher dabei. Und dann habe ich halt die ganze Zeit vom Fernseher selber gehungen. Und dann habe ich selber, ich war ein schlaues Kind scheinbar, gesagt, ey, kein Fernseher mehr mitnehmen. Weil die Verführung ist zu groß. Und ja, das war immer, also Sommer lang Fernseher dabei gehabt, dann nie wieder, weil, nö, braucht man nicht. Und da bin ich ja immer noch davor. So. Handy ist natürlich was anderes, aber Handy bringt ja da unten auch nicht viel. Ist nämlich kein Empfang. Weil es nicht wirklich gut ist. Ist egal. Ja, was wollte ich sagen? Ach ja, wenn du halt kein Fernseher und nichts hast, dann musst du dich halt anders da vergnügen. Ich habe halt einen Haufen Bücher dabei gehabt und Comics und was weiß ich was. Und irgendwann sind wir halt wohl mal die Bücher ausgegangen. Und dann habe ich angefangen, die komische Liebesromane dort zu lesen, wo meine Mutter da als liest. Weißt du, so, ne, Rosamunde Pilcher ist es nicht, aber so Liebesromane, so Heftchen da, weißt du. Und ja, Mann, ich kann voll verstehen, warum Leute das lesen.
Guck mal, die Hand sogar noch. Och komm, echt jetzt? Oder, oh, guck mal da. Haben sie ihr ganzer Müll hier gelassen? Ey, echt jetzt? Och, ihr Leid. Guck da das an, hey, einfach abgehauen, hopp. Hallo, Dudo. Ich kenn dich noch. Hi Sondegänger. there. Have you found anything today? Oh, hi. Yeah, few things. Nothing spectacular. There was- Tin can, a hoard of ancient gold coins, and a ring pull. I was lying about the coins. Ah, okay. Well, good luck. Thanks. See ya. Der mit dem irischen Akzent. Also, wo ich als irischer Akzent identifiziere. So, also, die June und ihr dummer Freund, die sind einfach abgehauen. Guck dir doch einfach an, wie es hier aussieht. Hoffentlich haben sie wenigstens das Feuer ausgemacht. Aber da, die Tasche hier gelassen, ja, okay, auf der anderen Seite, ne, muss man dazu sagen. Aber, ja, okay. Aber das hätten sie ja, super. Socke, Shirt, Buchs und ein Handtuch, jawohl. Och, ihr Kinders. Echt jetzt, ihr sind nicht die Hellste. Macht man nicht. Macht man nicht. Jetzt muss irgendein anderer herkommen und muss Eiersocke und Eierbuchse da wegrahmen. Jesus, nein. Alla hopp. Dann fahren wir mal weiter. Jetzt haben wir der Herr Sondegänger auch noch mal gesehen. Der geht immer noch Sonde ab. Warum er ausgerechnet da sucht und nicht, also so wie ich es mache, durch die normale Wald laufen oder so. Ja, keine Ahnung. Ist das eigentlich, also ist das vorrangig ein amerikanisches Ding? Ich kenne es halt nur aus amerikanischen Filmen. Ich meine, natürlich gibt es das, kann ich das auch in Deutschland kaufen, aber ich habe noch nie einer gesehen. Okay, ich habe in Amerika noch nie einer gesehen, weil ich noch nie in Amerika war. Aber in Filmen sieht man es als. In Filmen habe ich, als schon gesehen. Und ich habe relativ, wenn ich deutsche, also in deutsche Filme komme, habe ich glaube ich noch nie so Leute mit so Metalldetektor gesehen. Jetzt kann man natürlich sagen, dass ich deutlich mehr amerikanische Filme geguckt habe wie deutsche. Aber naja. So. So, sag mal, was steht halt eigentlich an? Moment. Eigentlich nichts mehr, ne? Halt ist Donnerstag. Weiter oben nichts vor. Ich weiß halt auch nicht, wie das mit dem Spiel ist. Das, wann ich jetzt zu deren Nähe gesagt hätte. Zu der Mildred. Dass dann vielleicht, keine Ahnung, die Angie angerufen hätte und die Angie gesagt hat, ah ja, was machst du denn am Freitag? Die kennt, also Angie, echt jetzt, hier, ich nenne das, also im Moment bin ich gerade grummelig, ne? Dass die sich halt nicht meldet. Mal wenn du übel laufst, so, ne? Dass die sich halt nicht meldet, tut und nix. Was soll denn das? So, hopp, Bomb, Arsch reingeparkt. Hoffentlich kriege ich jetzt kein Mutze von dem Schall, was da in. Ah, sieht so aus. Good afternoon, Miss Weiss. Ei. Guten Tag, Mr. Morgan. Yikes, you creep! You keep giving me jump scares. What? What? Don't try to be a wise guy. Or a wise gal, Miss Weiss. I can't help being a wise gal. Very funny. That's also what your dad used to say. I'll continue. I wanted to let you know that today was my last day here. Oh, really? Will Frank be coming back then? That's all I have to say. Good luck. Wie viel Glück. Hä? Sure. Weiß Residence ist quasi das Weiße Haus. Haha. Habe ich dir eine Witze angebrungen, ne? So. Hello? Hi, Em. It's me, Kay. Okay, hi, alles Kay. klar. Hi. Good, you're home. Listen, I don't know if you're busy tonight, and I wouldn't normally bother you like this, but I'm kind of in a huge pickle at the moment, and now I'm imagining being inside of a huge pickle. Thanks, brain.
Was ist denn los? Sure, what's up? Okay, so this is going to sound like I'm 16, but I have these tickets to a really big concert tonight for Barry and me, and it seems the babysitter has just bailed on me. Alright, so maybe the babysitter part doesn't sound like I'm 16, I hope. Anyway, it's Journey, so I'm like, I need to go tonight, and I got these tickets ages ago. And it's a long drive to Portland, so we'll probably be out all night. And I promise you I've called everyone and their brother. Besides, they're really good kids to watch tonight. Whoa. Okay. Also. Die Stelle mit der Frage. Ich habe das schon... Can I get a shortcut to the question? Yeah, sorry. You're totally right. I'm blabbering on, aren't I? Okay, don't freak out. You got this. Alright, recap. Journey tonight, in Portland, got tickets, sitter bailed. So I guess you figured out by now that I'm awkwardly trying to ask if maybe you could do me a huge favor and watch Grace and Max tonight? Nun, jetzt pass auf, dann habe ich mir jetzt extra zurechtgelegt. Also ich würde das sehr begrüßen, wenn ihr das also wie heißt appreciate auf ja, egal. So, jetzt pass auf. Also, du glaubst also, dass ich Babysitter von der Tochter spiele, damit du für Journey-Konzert gehen kannst? Und jetzt kommt's, pass auf. Don't stop believing. Ja, nee, eigentlich soll's heißen. Ja, klar mache ich das. Hey, it's fine. So. Don't worry. Verstehst du? I'll Don't stop babysit tonight. believing, Journey. God, are you serious? That would help me out in such a big way. And I would owe you big time. Ich finde Huge. gut. Okay. Big Favor. Ja, komm. kein No Problem. Du problem. musst jetzt musst So, du doch nicht so fast what time do you ist schon need in me? Ordnung. You're a lifesaver. As soon as you can make it. You don't Also- have to bring anything. There's food, videos, even a cardboard replica of Apollo 11 with a set of matching helmets. You're Ja, covered. geil. See you in a bit. Wir gehen Alright. hin. See Alles ya. klar. Tschüss mit dir. Dann fahren wir am besten gleich vorbei, oder? Ding Dong. 402, Alright. gelbes Haus. So, dass ich mir das Who noch wants merken kann. s'mores? S'mores? Freitag, 12. September, morgen. Hey, guess who's back? Ah, Frank! Gute Mäusche! Mein guter Frank. Dann machen wir morgen weiter. Ey, da bin ich aber froh, dass du wieder da bist. Jetzt mal ohne Scheiß. Ah. Was hast du gemacht? Hast du dem anderen in die Schuhe geschoben oder was? Keine Ahnung. Das werden wir alles morgen sehen. Aber oh, das heitert mich jetzt doch ein bisschen auf. Dann gehen wir mal heiter aus der Folge heute. Und tun dann am Freitag heiter in die neue Folge starten. Aller gut dann. Bis morgen.